Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pilzig. In der letzten Episode haben wir erfahren, dass der Ruvik wohl irgendwie damit zu tun hat, dass seine Familie möglicherweise beim Brand gestorben ist oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall hat man in einem Flashback gesehen, dass eine Scheune gebrannt hat und eine Mädel geschrien hat. Und da haben wir in der Klinik noch zusätzlich den Hinweis drauf gefunden, dass es mit dem Ruvik seiner Familie zu tun haben könnte. Und zusätzlich haben wir noch erfahren vom Doktor, den wir wieder getroffen haben, dass der mal der Arbeitskollege vom Ruvik war und die zwei an einer Arbeit geforscht haben, wie man Gehirne auf elektrisch-chemischer Basis verbinden kann. Um somit für die Heilung und so weiter, Medikamente und so weiter zu arbeiten. Und naja, der Kastel fand das alles ziemlich krank und pervers und hat gesagt, er sei ein Psychopath. Ja, und jetzt sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise ich bin so zu dem Schluss gekommen, dass das alles hier, was gesagt es sei im Ruvik sei Welt, dass der vielleicht eine Projektion auf die Leute, die in der Klinik waren, um den Mordfall zu untersuchen, geben und dass der Bastel nach wie vor draußen in der richtigen Welt unterwegs ist. Aber durch die Gedankenkoppelei mit dem Ruvik vielleicht wirklich glaubt, er wäre in einer Horrorwelt. Und jetzt gucken wir uns mal hier drin um in dem Haus, wo wir gelandet sind. Hey! Halt, verdammt! Okay. Der Arzt ist mit dem Leslie Nielsen ab und der scheint Proband Nummer 23 zu sein, bei dem das Gehirn synchronisiere erstmals geklappt hat, also beim Leslie. Das heißt theoretisch, dass der Leslie der Schlüssel hier raus ist, denke ich jetzt mal. Kapitel 9, grausame Absichten. Ja, weil der Leslie jo mit ihm synchron ist. Deswegen müsste es ja eigentlich bedeuten, dass der einen Weg hier raus kennt, der Leslie. Jetzt habe ich das unbezahlbare Zeug kaputt gemacht. Da blutet mir als Archäologe das Herz bei so einer schönen Keramik. Und da geht's wieder zur Klinikreihe. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Ridge, Crimson City. Der 5-jährigen Lily Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores, 56, gelang es nicht, dem rauchenden Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detectives beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8, Brand. Oh, scheiße. Das heißt, seine Tochter ist gestorben und daraufhin hat er wahrscheinlich gesoffen. Ich hab's gewusst. Was erwartest du dann? Du weißt doch, wenn du in den Spiegel glotscht. Ihr grünes Gel benutzen? Du weißt doch, wenn du in den Spiegel glotscht, dann kommst du in die Klinik, wie im richtigen Leben. Okay, wen haben wir da denn jetzt da? Ruben. Vermisst Ruben Victoriano. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Ruben Victoriano. Das war doch das Gesicht, beziehungsweise der Umriss war das, was wir auf dem Familienporträt sehen, wo die Käfer rausgekrabbelt sind. Kann es also sein, dass Ruvik, ja, da haben wir es ja nochmal da over, dass Ruvik eigentlich Ruben Victoriano ist. Okay. Das macht auch wieder Sinn. Leichennahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe von Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten schienen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Scheiße. Ja, will ich mal grünes Gel einsetzen? Wie viel habe ich dann? Ja, kaum der Rede wert, nee. Komm, das geben wir nicht aus, du spare mal lieber auf was Besseres. Aber speichere den ich ganz gern. Und das ist ganz cool, wenn wir uns jetzt in dem A-Wesen bewegen, dass ich hier dann auch wirklich speichern kann, wann ich Bock drauf habe.
Das ist ziemlich cool. Gerade jetzt, weil das die 2 Sonntagsepisode ist und ich normalerweise immer sehr drauf aus bin, dass ich einen Speicherpunkt in der Nähe habe. Also, gucken wir doch mal, was wir hier alles reisen können. Und, ja. Wenn ich immer speichern kann, ist natürlich geil. Also, der müssen wir aufkriegen. Da müssen wir der Schläuche wohl folgen, ne? Einer führt ja zufälligerweise auch da irgendwo rein. Okay, dann gucken wir uns jetzt hier mal in aller Ruhe um. Na? 300 Sub. Okay. Also da sind wir jetzt hier anscheinend im Victoriano-Awesen, ne? Und da soll es ja wohl auch gebrannt haben. Also Kapitel 9 steht wahrscheinlich unter dem Leitmotiv Feuer und Brand. Und Rudi hat ja auch ein paar ordentliche Brandnarben. Also da bin ich immer gespannt auf die Geschichte. Was hinter dem eigentlich steckt. Was dann? Ach, da ist er. Hi, Rudi. Ich kann nichts anderes machen als wegrennen. Was anderes bleibt mir doch nicht übrig, ne? Ich kann nur unter der Schäm dich Tisch gehen. Okay, das hat wohl gereicht. Okay, merke, im Rudi kann man entkommen, wenn man sich unter einem Schäm dich Tisch verkriecht. Okay. Also du musst dich anscheinend wirklich nur ausweichen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder. Das wäre natürlich gemein. Ah, da ist noch ein normaler Zombie, ne? Hoppla. Irgendwie ist die 50-50 Chance ziemlich mies, finde ich gerade. Okay, gut. Der hat aber eh nur noch ein halbes Gesicht gehabt. Aber das sind unser stinknormaler Zombies, wie wir sie schon kennen. So, dich zünde ich mal an. Ich hoffe, du auch. Hey. Ich wollte dich mit anzünden, du Idiot. Na gut, der hat keinen Kopf mehr. Ich glaube, der ist keine Gefahr mehr für uns. Und, kennen wir den Artzünder? Ja. Den ich doch lieber mache. Auch wenn der andere sich total gerade ordentlich delektiert hat, wäre es mir einfach sicherer. Okay, das ist auch schön, dass wir mal wieder mit der stinknormale Pistole arbeiten können, weil die anderen Gegner waren bisher sehr hart und da habe ich größeres Kaliber einfach gebraucht. So, dann machen wir das nochmal entschärfend. Hoppala. Sehr gut, weil Werkzeugteile brauche ich dringendst. Okay, da ist nochmal ein bisschen Sub. 300. Und 200. Sind wir bei insgesamt 700 Sub. Das ist sehr praktisch. Okay, okay. So. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Was haben wir hier? Ein Gehirn, oder? Oh, sogar noch mit Torso außenrum. Gehirn mit Zugabe. Ach, na gut. Müssen wir wieder irgendwas Ekliges machen. Ich habe aber keine Ahnung, was. Proband Nummer 58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für Einwilligung. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt rein muss. Die Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich weiß nicht, wo es rein muss. Echt nicht. Bringt das was? Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler.
Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das Okay. ist Marcello. Ja, Ist der der Arzt. andere Ruvik? Anscheinend, ja. Okay, also irgendwas habe ich wohl damit arg gestellt, was passt. Also, okay, das war doch schon mal nicht schlecht. Zumindest das hat geklappt. Ich habe schon gedacht, ich hätte irgendeinen Scheiß jetzt damit ausgelöst oder so. Oder noch Suppe auf dem Boot? Ne, nur die Laternen. Okay, na Allah. Durch die Kiste komme ich nicht durch. Na gut, okay. Das hat schon mal... Du Scheißtyp! Du verwäscht jetzt ge-One-Hit-Wondert. Scheiße. Okay. Ja, das war gemein gerade. Das hat mich doch mäßig... Ach, ich bin eigentlich recht cool damit umgange, oder? Rote Flüssigkeit zu sein. Okay. Ja, ich bin doch sehr cool damit umgegangen, ne? Das überhaupt nicht erschreckt. Mich hat nichts erschreckt. Okay, das nächste geht rein. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal dort drum. Und falls der Rudi wieder kommt, muss ich gucken. Boah, sau cool, aber ich würde halt gerne wissen, ob da was dabei ist. Aber die Keramik, oder, beziehungsweise diese Pokale sehen echt geil aus. Ach, schade drum. Keramik-Smasher. Hopp, Keramik-Smasher. Na, Allah. Da ist irgendein Adlige noch abgebildet. Und ansonsten hätte ich ganz gern wieder mal stinknormale Pistole. Da sind noch Streichhölzer, jetzt bin ich wieder bei 10. Das ist auch ganz gut. Rieslingflasche, die bringt nichts, wenn der Rudi wieder kommt. Steht eher Sache, wenn der Rudi wieder kommt, soll ich mich irgendwo in so einen Schäm-Dich-Schrank oder so sperren. Oder unter der Schäm-Dich-Tisch. Ah, sehr gut, Scharfschütze. Gewehr. Saugut. Das hat mir nämlich echt gefehlt. Bei den dickeren Gegner in Kapitel 7 und 8 habe ich halt sehr viel verschwendet an Munition. Und ich frage mich, wie ich das sonst hinkriegen sollte auf schwierigem Grad. Das wäre echt heftig dann. Okay, jetzt gucken wir uns doch mal um. Es gibt so saublöd zu lachen. Da ist nichts, da ist nur ein Schäm-Dich-Schrank. Das ist schon mal praktisch. Dann weiß ich, wo ich mich hier verpissen kann, wenn der Rudi wieder kommt. Hopp. Okay. Sehr gut. Ja, unsere Sammlung wächst allmählich wieder. Ja, da war nix. Rudi kommt. Ab in den Schäm-Dich-Schrank. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Okay. Sequenz überstanden. Das scheint jetzt wohl bei jedem Weg zu sein, den wir da oder den wir hier in einem Haus gehen, dass der uns sucht. Das ist ja nicht verwunderlich, wenn es mal sein Haus war, wenn es mal sein Anwesen war. Dann ist das klar, dass der da irgendwie häufiger als Geist in Anführungszeichen rumspukt. Okay. Aber gerade sagen, nicht, dass wir jetzt hier alle Resident Evil die Mondscheinsonate spielen müssen. So. Notiz aus Musikzimmer im Anwesen. 2 Welten getrennt durch einen zerknüllten Abgrund. Zerknüllten Abgrund. 2 Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Okay. Da brauchen wir irgendwas dafür.
Anders geht's nicht. Okay, da ist noch Brühe. Und, ja. Das kriegen wir jetzt aber nicht hier, ohne irgendwas... Ohne irgendwelche Dinger dafür. Dafür habe ich noch nichts jetzt Explizites. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich irgendwas hätte, ne? Na gut, dann halt nicht. Dann sollte ich vielleicht lieber nochmal hochgehen und sollte gucken, ob ich vielleicht da aber noch was finde. Weil da brauche ich wirklich erst noch so eine Art Schlüssel. Ups. Was ist denn jetzt passiert? Ich will es gar nicht wissen, was ich da ausgelöst habe. Wieder für einen Scheiß. Okay, irgendwo watschelt wieder was rum. Da geht's wieder zu so einem Saftraum. Gucke ich mich also da erstmal um. Kostbare Antiquitäten Zerstörer. Zack. Was ist das? Ah, unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 9. Mhm. Okay, da ist noch ein Gemälde von jemand, der an der Guillotine hier gerichtet wird und dem der obere Teil vom Bild fehlt. Mhm. So, was öffnet Türe wie im richtigen Leben? Ach, ich meine, wer braucht schon Schlüssel, wenn er Gemäldefetze von Enthaupteter hat? Ah, das ist wieder das Bild, ja. Das ist er, der Rudi. Da ist seine Mutter, die Mama und der Papa und die Schlitzahre-Schwester und Schlitzkehle-Schwester. Okay. Ja. So viel dazu. Die sehen irgendwie so vorjahrhundertlich aus, irgendwie. Ich weiß nicht. Der scheint ja wohl auch noch recht klar und jung gewesen zu sein, als der Dr. Marcello, oder wie er Käse hat, auf den gestoßen ist. Das heißt, ich schätze mal, dass der relativ jung gewesen ist, als die wissenschaftliche Partnerschaft angefangen haben. Okay, da komme ich nicht durch. Ich kann es auch zeitlich nur ganz schwer einschätzen, muss ich sagen. Okay, das sind genug von deiner Widerlinge anscheinend wieder. Ach du Scheiße, was ein Bild. Okay, also ein bisschen langsamer bewege vielleicht. Ach ja. Moto. Ach, scheiß drauf. So wird das gemacht. Okay. Ja, dich entschärfen wir gleich. Zip. Wow, aber gerade so. Lecco mio. Rieslingflasche, die kennen wir wohl eher nicht so gebrauchen. Watsch. Ey, da ist ja noch weit drin. Warum schmeißt der die volle Weihflasche? Spinnt der? Die werden erstmal getrunken, bevor sie geschmissen werden, du. Elender Kunstbanaus. Aber es war bestimmt nur so ein schlechter Roter, irgend so ein Merlot oder sowas. Gucken wir mal. Was sich da aber noch finden lässt. Da hat's nix. Nix. Gibt's nix? Doch, da gibt's was. Da gibt's ein Guillotine-Bild. Und ein oberes Safe-Zahnrad. 0 bis 24. Und da ist das Fallbeil, ja. Und lauter Sackgesichter, aber. Ja, das hätte ich ganz gerne. Ja, uff. Wie auch immer der jetzt da hochkommen ist. Ja, ich die jetzt ganz gern mitnehmen. Du das Sackgesicht, Gemälde. Na dann halt nicht. Okay, was sagst du bei dir, du Erschrecker? 300, nicht schlecht. Wert gern genommen. Okay, dann gehen wir runter wieder. Karstel, bewegt dein Bobbes. So. Gürzelschwinge wird jetzt nicht so schwer sein. Huch! Nein! Igitt, hau ab! Wo kann ich mich jetzt so verstecken? Scheiße, ich habe keine Ahnung.
Da war irgendwo... Nein! Bleib da nicht stehen, du Blödmann! Oh Gott! Oh Gott! Ich habe keine Ahnung, wohin. Scheiße, hier ist es Sackgasse. Uah, okay, das hat anscheinend schon gereicht. Uah. Oh, das habe ich der gute Riesling verschwendet. Das war ein Weißer. Scheiße, scheiße. Okay, ich weiß jetzt genau, was ich mache. Und zwar gehe ich da in den Raum rein und speicher. Okay, dann gehen wir nämlich in die nächste Episode. Dann gehen wir nämlich in die nächste Episode nochmal hoch in den Raum und gucken, was wir da noch dann rausfinden können. Oh Mann. Aber erstmal wird geskillt. Und zwar hätte ich jetzt ohne Scheiß mal gern die maximale Sprintdauer erhöht. Das ist ja echt nämlich feierlich. Das kannst du ja nicht mehr angucken. Okay, haben wir bei der Reserve noch irgendwas? Nee. Nee. Nee, nee. Hier? Nee. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Okay. Packen wir noch eine Reihe. Magazin ist vielleicht echt nicht verkehrt. So. Dann kann ich dir nämlich auch wesentlich mehr ausdehnen, wenn es an die dicke Hunde geht. Und dann kann ich somit auch wieder einer mehr mitnehmen. Hat sie sich wieder ein Valium-Milkshake gemacht. Mann, 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 Mann. Okay. Das war's auch wieder mit der Episode. Und mit der Woche. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann wieder am Dienstag zu Let's Play The Evil Within Uff Pelzig. Und vielen Dank nochmal, dass ihr nochmal zugeguckt habt. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht die Woche. Also machen's gut und bis am Dienstag. Eiern Yankee.